Felicia ist besiegt und somit der erste Arenaorden gewonnen. Willkommen zurück hier bei Pokémon Omega Rubin. Ja, soweit läuft alles tippitoppi. Was natürlich jetzt noch ein Problem ist, wie wir gesehen haben, dass scheinbar wieder mal diese maskierten Typen, sprich die mit dem roten Anzug unterwegs sind und wieso auch immer Pokémon oder irgendwelche Unterlagen, was auch immer, von anderen Leuten klauen. Und das darf natürlich nicht sein, wa? Gut, deswegen natürlich gleich mal ein paar Pokémon da mitgenommen. Ja, jetzt nicht unbedingt nachher trainiert, aber egal. Ich bin eher wegen dem nächsten Orden, obwohl ich eigentlich dafür wäre, im zweiten Orden dann vor allem Atomic und Jungblut einsetzen werde. Noch dazu und später mehr. Jetzt kann ich jetzt den Schneider einsetzen. Bingo. Sehr schön. Dann werde ich mal schnell dem kleinen Pokémon die Attacke beibringen, war. Ach, das ist nicht mehr automatisch sortiert, ey. So, aktiviert, ja, schön, beibringen, wenn es geht. Ziegelern, Zerschneider, Ziggedi, sehr schön, wieder haben wir auch, Felsgrab. Eine coole Attacke für unser Planas, war. Ich glaube zunächst, dass unbedingt eine Felsattacke, also Gesteinsattacke halt benötigt wird, aber wobei vielleicht gegen Flug-Pokémon war. Und natürlich auch gegen ein Eis-Pokémon, ist ja auch hilfreich. So, einer kann weg. Sehr schön. Und es bleibt einfach da. Ja, seit XY, sprich seit der 6. Generation, gibt es dieses Feature, dass die TMs nicht mehr nach Einsatz verschwinden, was natürlich irgendwie den Sinn dahinter von wegen TM oder VM ein bisschen hinterlegt, weil ganz ehrlich, wenn du das überlegst, TM, technische Maschine, okay. VM, versteckte Maschine, kannst unendlich oft benutzen, TM nur einmal. Jetzt geht alles unendlich, nur heißt das eine noch TM, das andere VM, tja. Oh, das kenne ich doch. Du bist ja der großartige Trainer, mit dem Lügenburg geredet hat. Willst du mir nochmal? Die Magd hat mich rausgeraubt, ich muss die Waren zurückbekommen. Und sonst habe ich ein riesiges Problem. Natürlich kann man darauf spekulieren von wegen, ja, VM-Attacken sind ja Terrain-Attacken, sprich man kann sie ja in der Wildnis einsetzen und so, aber kann es natürlich bei bestimmten Teams auch. Lockduft zum Beispiel oder der Trümmerer ist ja auch oftmals gar keine VM, sondern irgendwie eine TM gewesen. Dann natürlich schon die Frage, ist das wirklich irgendwie sinnvoll? Ist das, was ich immer gerade auch sinnvoll? Jetzt so einen Wankelstrahl gehabt. Ja, deswegen, weil es direkt nach diesem Kampf verschwunden sein wird. Tja. Planos! Ach, Level 6, wie süß. Rasierblatt. So, ein Problem weniger. Die Frage, die sie mir gerade stellt, ist, jetzt haben wir, oh Moment mal, genau, muss erstmal Jungblut nehmen, weil, vom Level her und so, weil Tommy natürlich auch cool wäre. Der Tommy jetzt mal wirklich trainieren. Wieso eigentlich nicht? Ich glaube, der Typ, nee, Moment mal, der Typ hat ja, verdammt. Mag man natürlich, die haben ja, vermutlich einen Pfiffin hat der im Einsatz, das wäre natürlich, Tommy ein bisschen fehl gewesen. Wobei Feen, 3 Feen-Attacken bei Unlicht-Pokémon, also gar nicht mehr. Also weiß ich, auf Feen-Attacken sind vor allem gegen Drachen-Pokémon effektiv. Und glaub auch bei, ich müsste gerade lügen, wenn ich das noch wüsste, ne, weiß nicht mehr. Was noch? Liegt gerade was Psycho oder auch Unlicht? Kann natürlich sein, was Feen-Attacken auch wirksam sind. Ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß nur, dass Stahl- und Giefattacken halt vor allem bei Feen wirken, hingegen Feen-Attacken bei Feuer-Pokémon nicht so sehr wirken. Schon gemein, wa? Ja, das Jungblut, das ist fies, richtig fies, oh mies, auch noch. So, was ist mit dir los hier? Oh, was mache ich nur? Peko und ich haben gar nicht speziell gemacht, aber es mit der Schurke aufgetaucht ist und mein Peko geklaut hat. Mein Peko. Ja, Pico. Hier oben. Oberstübchen, Pico. Naja. Wo bist du, Kumpel? Ah, da bist du ja. Du willst gegen uns antreten? Da macht sich fest auf ein Aber gefasst. Ja,
Von mir aus kommt dann Abreibung her. Ja, was eine Pleite. Das Punkt, das er als Gas genommen hat, hat sich als völlig wertlos erwiesen. Dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey, du forderst mich etwa heraus? Ja, wenn es so wäre. Dann kriegst du auf die Mütze von einem Rüpel mit einem Pfiffchen. Pfiffchen. Jungblut. Bring's zu Ende. Mit einem einzigen Angriff. Doppelkick. Was also 2 Angriffe sind, aber egal. Und so schnell kann es gehen. Es war das Ende der Fahnenstange um eine kriminelle Karriere. Scheiße. Ich muss da arbeiten gehen. Du Armer, ey. Das einfach nicht fair, aber was mein Job ist ein Kinderstil. Verdammt. Ja, okay, wenn du es unbedingt haben willst, hier. Die Devon-Waren. Tja. Na, Peko, alles klar. Peko, bitte froh, dass du wieder bei mir bist. Peko verdankt dir dein Leben. Man nennt mich Mr. Brack. Du bist... Ah, du bist also Michael. Ich danke von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus mehr in der Nähe des Blütenburgwalds, klar? Komm, Peko, wir sollen uns einen Heimweg machen. Peko, Peko. Peko, Peko. Peko, Peko. Ja, also jetzt geht es immer noch nicht weiter, Leute. Das heißt, für uns wäre ein kleines Problem, weil wir müssen irgendwie weiterkommen. Auf der Reise nach den Arena-Orden, wa? Wer bist du? Spitze, du kommst, du bist in den Tunnel abgehauen. Jetzt kann ich weitergraben. Geil. Na, dann mach mal. Der gräbt weiter. Was machst du hier? Die Winterfluttunnel. Zuerst sollten wir mit einem großen Team und Schwermaschinen durch den Felsen brechen. Aber dann mussten wir aufhören, weil sich unsere Arbeit offenbar negativ auf die wilden Pokémon in dieser Gegend ausgewirkt hätte. Deshalb haben wir jetzt nichts mehr zu tun, außer sich auf Fall rumzuhängen. Und das Kohle zu beziehen, wa? Scheiß Assi, Mann. Da hat tatsächlich einer ganz alleine in einen Tunnel nach Wiesenflur gegraben. Er sagt, wenn man sich Stück für Stück ohne laute Maschinen durchkriegt, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Er hat was, aber mit blutenden Händen, so weiß ich nicht. Ah, ja, den Hinweis. Faustauhafen, sprich, wir sollten bei Gelegenheit Mr. Brack anfordern. Brack. Ziggedi Zickzacks. Nice. Okay, sollen wir mal zu Junglo, dann natürlich wieder mal Atomic trainieren. Hallo. In der Trainerschule lernen wir alle möglichen Sachen. Jetzt will ich einiges davon mal in der Praxis anwenden. Ihr hattet aber heute keinen Sexualkundenunterricht, wa? Schulkind Finn, okay? Oh, jetzt wird's lustig. Drasla. Ja, also, ist ja schön. Sei verwirrt. Wo bin ich denn? Wo ist oben und unten? Na, ich kann mal selber an. Ah, nee, doch nicht. Oh Mann, mein Angriff sinkt. Ja, kein Problem, wollte sowieso auf Spezialangriff gehen. Ich bin verwirrt. Autsch, ich kann mich selber an. Ja, toll war. Ja, bringt nicht viel wegen Psychotyp. Atomic! Wo ist unten, wo ist vorne und hinten? Egal, es ist ein Teleport. Da geht gar nichts. Teleport im Kampf ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, wenn es natürlich irgendwie ein Abra wären, wildes und das Teleport einsetzt, wäre natürlich kacke für uns, weil, können es halt nicht mehr fangen, wa? Aber so. Ja, wer die Attacke ab, ist klar. Ja, auch kleine Schritte sind was. Oh. Wertvolles, nein! Autsch. Nicht sehr effektiv. Ja, immer noch. Ja, toll. Was ist denn das für eine Runde hier? Trasler, Konfusion. Nein, da trifft es 1 im 1 trifft nichts. Alter, das heißt nur mit einem Level Unterschied. Hey, das ist ja grausam. Doppelteam, du triffst mich nicht. Doch, ich brauche noch ein bisschen länger. Ja, das gibt's ja nicht, ey. Konfusion.
Dankeschön. Aua, ich bin gleich down. Ja, wenn du so weitermachst, natürlich schon. Alter, triff doch endlich mal. Wenn nicht du, der andere. Autsch, auf meiner Seite. Ja, das muss dir passieren, wa? Nee, damals lange, bis er wieder erstmal natürlich normal geheilt habe und dann noch von der Verwirrung geheilt haben und so alles. Nee. Machen wir Unlicht gegen Unlicht. Also, nee, Entschuldigung, falsch formuliert. Natürlich wollte ich sagen. Genau, Unlicht hebt es auf. Das war der Kern meiner Aussage. Du triffst mich nicht, du triffst mich einfach nicht. Das könnte stimmen, wa? Da ist natürlich dummerweise kein Sternschau dabei. Tja, Pech gehabt. Oh nein, blub. Und weg ist es damit. Und Atomic und das war's schon. Aber in der Schule nicht drauf gepasst, dann haben wir verloren. Ja, shit happens, das kann's geben. So, mal gucken. Typischer Trainer, mehrere Taschen. Eines jeden Trainers, was du jetzt sagst. Jetzt sogar mein Auge noch, toll. Auge, hör auf zu jucken! Wir können sie rausnehmen, wa? Mhm. Eine ganz volle Idee. Man rausnehmen, einsetzen wieder, ist es ein, damit es wieder funktioniert nachher. Ein bisschen verrückter. Was haben wir einer? Okay. Da ist noch so eine Tante, die kämpfen will. Zack. So schnell und es geht schon wieder. Ja, dann kommt doch mal her in der Schule oder auf dem Heimweg. Ich bin immer fleißig am Lernen. Aha, du bist also eine Streberin oder wie? Nur ein Schulkind, die Kerstin. Ja, servus Kerstin, na wie geht's denn so? Atomic! Dumm jetzt, dass das Knilz nicht vom Typ Gift ist. Warte, nur... Ja, sag ich mal ist nur Pflanze. Atomic! Ja, das war ja sowas von klar, ey. Mann, ich hasse es, paralysiert zu sein. Ja, Pech gehabt, die Synchro. Also eigentlich fast wieder zurück auf 0, wa? Verwirrung. Gib her, Mann, die Scheiße. Nee, doch nicht. Tja, viele gab's nicht. Was, Kumpel? Nochmal die Confusion. Oh, nee. Bin verwirrt. Oh, nur selber angelangt. Wieso schlägt er sich selbst und Tschüssikowski? Ganz einfach, damit wir auf Level 10 kommen. 2-1-0, nicht gerade Superwerte. Naja. Ein süßes kleines Flurmel. Was der Tommy? Lass gleich mal drin. Flurmel. Nehme ich jetzt raus für Jungblut. Jungblut! Flurmel, bin erstaunt. Dann wird es gleich noch viel erstaunter sein. Jungblut. Doppelkick! Das sieht irgendwie aus, als hätte er mit dem Knie voll ins Face gerammt. Ja, es müssen Schmerzen sein, Leute. Level 18, geil! Aber was ist eigentlich hinten los? Also irgendwie... Ja, Kabel verhält dann so ganz zurück. Mal ganz kurz, Leute. So. Einiges besser. Die liebe Kerstin. Ja, ein paar Dornen noch. Und... Zicki Zackati. Tschüssikowski vor allem. Ja.
Ja, Mann. Maulbeeren gern. Der Boden ist wieder weich. Wie dein Gehirn. Was? Oh, nein! Jetzt wollte. Seid ihr noch. Na, ganz toll. Und Kommando zurück, Alter. Wollen wir haben einen Schutz dabei, oder? Ein Ninkada. Atomic! Was los, Mann? Willst du es fangen? Ich weiß nicht so recht. Ich auch nicht. Tschüss. Das speichern wir. Wenn es auch Ninkada war. Ja, okay. Das speichern wir, glaube ich, besser noch für später auf. So, jetzt noch ganz kurz wieder hier rüber. Ohne aufzufallen, sehr. Jetzt schon ein Pokémon, na egal. Und ein weiterer. Was heißt ein weiterer? Das ist erst der erste, oder? Um die APs einer unserer Attacken aufzufüllen. Ich glaube, wobei geht es sowieso nur um 10, von dem her. Wo ist der Typi? Ah, da. Servus! Wie sieht's aus? Hast du Dämon waren? Du hast geschafft, uns zu bekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer. Ich weiß, wir werden zum Dank einen Superball schenken. Wow, ist ja super. Wir sind gleich ein Hyperball? Naja. Ich möchte dich aus dem Meeting mir kurz zu folgen. Komm mir nach. Oha. Ins mächtige Gebäude der Devon Corporation. Diese zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe. Das war eine ausgesprochen selbstlose Geste von dir. Bitte warte einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück und hol meinen Stimmbänder zurück. Ja, ist gut. Wir müssen selbst synchronisiert. Unser Präsident wird dir sprechen. Bitte folge mir. Ja, ich kann sowieso nichts machen. Nein, ich will nicht. Keine Chance. Vielen Dank, bitte. Ja, ist direkt dort. Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich bin bereits voll im Bilde. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern du hast zweimal geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich gerne meinen Gefallen bitten möchte. Aber als absoluter Ausnahmechef würde ich natürlich nie ohne Gegenleistung etwas bitten. Gib doch bitte mal dein Pokémon Multinavi. Bis auch ein seltsamer Sprecher. Keine Ahnung, ich dachte gerade, würde irgendwie passen. Die Funktion Videonavi wurde hinzugefügt. Ja, Videonavi-Funktion, die. Naja. Aktivieren wir mal ganz kurz das Internet hier. So. Die Funktion, die ich dein Pokémon Multinavi gerade erwartet habe, heißt Videonavi und ist ein Muss für den Trainer. Du kannst damit nicht nur Informationen aus aller Welt, sondern auch Mitteilungen, sondern neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde empfangen. Im Gegenzug für dieses tolle Geschenk möchte ich aber, wie gesagt, meinen Gefallen bitten. Ja, raus mit der Sprache. Ich habe hier einen Brief für einen jungen Mann namens Troy, den du in Faust am Haufen finden solltest. Michael hält den Brief an Troy. Seinen Sohn, Troy Trum. Troy Trum. Drum. Ah, darum. Um nach Faust am Haufen zu gelangen, musst du das Meer überqueren. Statt nach dem alten Seafarer Mr. Breck in seiner Hütte auf Route 104 einen Besuch ab. Er wird dir sicher helfen. Wir können auf deine Hilfe zählen. Oder? Wenn das jetzt zu schnell ging oder wenn du irgendein Detail vergessen hast, lass mich wissen. Ich erkläre dir gerne alles normal. Nö, tschüss. Interessanter Tisch. Naja. Was willst du noch? Das Breck ist ein alter Freund von Mr. Trum. In jungen Jahren haben die beiden zusammen mit einem dritten engen von die Welt umsegelt. Ja, wer das wohl war, Leute. Das erfahren wir vielleicht noch. Sind wir soweit hier? Hier gab es gar nichts mehr Besonderes. Oder die hier vielleicht? Ich habe eine neue Art von Pokébälle. Und noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung vorangekommen. Nö, ich glaube, hier gibt es nichts weiter Besonderes. Der vielleicht noch? Wir haben an einer Vorrichtung mit Hilfe derer die Träume von Pokémon visualisieren lassen. Ich habe völlig aus dem Häuschen, als ich gehört habe, dass ich irgendwo in der Ferne einen Rivalen habe, der in einem ähnlichen System arbeitet. Ich glaube, du bist bereits zu spät. Das ist doch die aus Schwarz-Weiß, oder? Der Traumradar und so weiter. Hi, du bist sehr willkommen. Dankeschön. Cooler Boden. Nun gut, Freunde, das war schon fast für den heutigen Party nochmal. Oh, servus, Maike. Wie geht's mit deinem Pokémon-Text voran, Michael? Du wirst stark, wie viele Einträge ich schon habe. Ich habe im Blütenburg-Wald ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis er keine Pokéball mehr hatte. Ich bin im Blütenburg-Wald übrigens auch Mr. Breck in den Weg gelaufen. Ich wette, war auf dem Weg zurück zu einer Hütte am Meer auf Route 104.
Michael, du bist gerade hierher gezogen, deswegen weißt du es vielleicht noch nicht, aber Mr. Bragg war früher ein großer Seefahrer. Ja. Die Info habe ich bereits bekommen und wir müssen ändern davon. Dann mal gucken, noch ganz kurz, dass sie machen, wa? Fit machen? Ja, gerne. Einen kurzen Moment in meinen Obhut. Yeah. Hoffe, kommst du bald wieder. Ja, mach schon. Irgendwann kommen sie alle wieder. So, ein bisschen bewegen hier noch. Weil ich habe irgendwie Bock drauf, wieder das Tunnel mitzunehmen und dafür leider Gottes unter Zickzacks wohl für immer und ewig abzulegen. Weil ganz einfach, Zickzacks war ein cooles Pokémon und so, keine Frage. Wir haben schon einen pflanzenunlichen Team und das Typ-Kombination, hey, wa? Wir sehen nach einem Stahlboden, war. Stahlgestein, dankeschön. Psycho-Fee, Feuerkampfpflanze, Unlicht, danach vielleicht noch Dracheflug. Das wird echt noch ein geiles Team werden, hier bei Pokémon Omega Rubin. Das Abenteuer geht weiter. Im nächsten Part freuen wir uns vielleicht sogar sagen, eventuell bereits nächster Arena-Fight, wa? Weil im Fauster Hafen geht es dann wirklich ganz schnell zur Sache. Ganz schnell. Na, mal schauen. Bis dahin. Tschüss.